Hallihallo, liebe Dampferfreunde, ich grüße euch. Auch ich war ein bisschen auf der Messe am Samstag und habe mir den Erlprinz geholt. Und was bei dem anders ist, nicht nur der Preis, das schauen wir uns jetzt aus der Nähe an. So, da haben wir hier das Teil, der Erlprinz, designed in Austria, in Österreich. Ob er auch da gefertigt wird, weiß ich nicht, ich denke nicht, aber ist mir auch ehrlich gesagt egal. So, kommt hier in so einer Box. Ich habe ihn vorher kurz mal zerlegt und gewaschen oder ausgespült mit warmem Wasser, das mache ich generell. In dieser Box ist noch ein bisschen ein Schraubendreher, ein Kreuzschraubendreher, ein paar Dichtringe und Imbus. Und dieser Imbus ist hier für einen 510er. Also dieser 510er ist nicht verstellbar. Dieser mitgelieferte Imbusschlüssel, man ist aber hier zum Öffnen, weil man kann dann den Plus-Pin rausschrauben hier. Den kann man dann lösen. Hier ist die innenliegende Airflow, die eigentlich dann ziehe ich mal. Ja, da geht schon relativ viel durch. Das läuft hier schräg nach unten, also konisch zu. Unten sind die Luftkanäle und mit jedem weiteren Reinschrauben verkleinere ich die Luftzufuhr. Und hier kann ich mir also, ich mache das immer im trockenen Zustand, bevor ich wickle oder bevor ich fülle, stelle ich mir die Airflow nach meinen Bedürfnissen ein und die kann dann ja aus Versehen nicht mehr verstellt werden. Jetzt mache ich mal nur neugieriger halber ganz zu, weil ich wissen will, ob das bis ganz geschlossen auch geht. Nein, es geht noch was durch, aber sehr streng. Und da muss man halt jetzt ein bisschen probieren, ein bisschen testen, bis man ungefähr weiß, naja, das wäre jetzt schon eher mein Fall. Nicht ganz offen, aber ein bisschen mehr. Jetzt machen wir noch ein bisschen zu. Okay. So, das Triptip oben ist geschraubt. Es hat zwei Funktionen. Wir sehen ja hier diese drehbare und das ist ohne Anschlag. Also die kann ich rundum drehen. Und das Triptip, wenn ich festschraube, dann ist das auch fest. Das ist nämlich die Öffnung, also die Deckplatte, wo die Öffnungen zum Befüllen sind. So, jetzt kann ich das theoretisch wieder festschrauben, dass das mir nicht verrutscht. Kann hier einfüllen. Auf der anderen Seite, je nachdem wo ich einfülle, kann die Luft richtig entweichen. Dann mache ich es wieder ein bisschen auf und drehe nur ein bisschen drüber. So eine Viertelumdrehung nicht ganz und mache wieder fest. Und das ist für mich, das hat man der Erlkönigin schon gefallen. Das ist das Faszinierende. Weil das so einfach ist und einfach genial. So, um den Tank aufzubekommen, muss man oben abschrauben. Dazu nehme ich jetzt das Triptip runter und diese Platte, die liegt hier nur oben auf. Die nehme ich auch runter. Warum? Das ist hier ganz dünn und glatt. Also ich kann das so nicht zerdrehen. Man kann natürlich auch was anderes nehmen, muss man sich ein bisschen was einfallen lassen und dann drehe ich den hier, also unten festhalten und dann drehe ich den hier auf. Weil ihr seht, das ist auch nur so eine Platte. Da ist ein Dichtring drauf, den kann man immer sollte man mit Liquid vorher ein bisschen benetzen. Da ist hier oben auf dieser Deckplatte sind noch zwei O-Ringe. Wenn ich dann mit meinem Verstell, das liegt ja dann hier richtig plan auf, die dichten dann natürlich das noch ein bisschen ab. Der Tank ist dann gesteckt, genauso wie unten, ein bisschen mit Liquid benetzen, damit er elastisch bleibt. Ja, und da haben wir schon das Innenleben. Da ist nochmal nicht zu vergessen ein kleiner Dichtring, der wo das oben mit dem Deck abdichtet. Hier sind die zwei Liquid-Öffnungen und hier ist das Kamin oder Shimmy.
Und da habe jetzt ich bei meinem Modell einen leichten Minuspunkt, aber das ist für mich nicht gravierend. Und zwar ist das Gewinde ein bisschen verletzt unten an der Base. Kann man jetzt fast nicht sehen. Das heißt, am Anfang geht es wirklich locker und leicht. Dieses Teil ist jetzt sauber. Und da bei dem, da sind so Einschlüsse drinnen. Ist ein bisschen, vielleicht kann ich es sauber machen, das weiß ich nicht. Bis jetzt geht er leicht und jetzt wird es kratziger. Aber es geht noch zum Schließen. So, hier haben wir jetzt dann den Plus- und Minuspol. Den Pluspol, wie gesagt, den kann ich ja hier unten aufschrauben und rausnehmen. Mache ich aber jetzt nicht. Und hier ist der Minuspol. Wie ihr alle wisst, kommt dann die Wicklung so drüber. Machen wir dann kurz eine mit Watte. Und in dem Fall wird man auch die Watte da reingehen lassen müssen und unten wahrscheinlich nur bis zum Anschlag, also nicht zu viel. Das muss man wieder ein bisschen rausfinden, weil wenn man zu viel hat, dass es dann mit dem Deck gequetscht wird, dann habe ich Kugeln, weil ich ein Nachflussproblem habe. Und wenn ich zu wenig mache, könnte es sein, dass weil das Luftloch relativ tief sitzt, wenn dann die Watte zu voll ist oder dass das Tropfen anfängt, dann geht mir das alles ins Luftloch rein. Das ist wie bei allen Systemen, das ist halt das, was auch der Kaifun oder der Lemo hat zum Beispiel, das Unterdrucksystem, da muss man ein bisschen experimentieren. Manche haben da aufs erste Mal Glück und dann kann man sowieso reagieren. Durchmesser 20,5. Die Länge mache ich noch kurz. Die Länge mit dem Triptip, aber ohne 15er, weil das Triptip ist ja, wie gesagt, da passt kein handelsübliches. Ohne 15er, aber mit Triptip sind wir bei 66, 56. So, ich ermittle meistens bei so Systemen, das ist jetzt nur eine Sache, was ich immer mache, ich gehe da mit dem Schieblehrer rein, ungefähr wie groß das diese Öffnung sind. Bei 2,46, nicht ganz bei 2,5 mm. Weil ich den Durchmesser von der Wicklung mir ungefähr an dem Durchmesser auch, was hier vorgegeben ist, in einem Bereich plus minus 0,5. Also man könnte hier vielleicht 3 mm, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, auch von der Breite. Also hier gehe ich maximal bis 2,5, zwischen 2 und 2,5, um ungefähr die Fördermenge dann hinzubekommen, vom Durchmesser her, was hier von den Ausfräsungen der Größen der Liquid-Transportkanäle vorgegeben ist. Ich habe jetzt da ganz einfach so ein Watteding jetzt ein bisschen zweckentfremdet, der hat nämlich 2,5 mm, nicht ganz. Habe jetzt einen 0,25er Kantal und es wird eine normale Wicklung, also nichts niedrigohmiges, keine Angst. Ich möchte den einfach, ich jetzt gerade noch mal überlegen, was mache ich denn? 5 Windungen. Es wird auch keine Microcoil und gar nichts. Ich gehe jetzt 5 Mal um. Fünfmal um. Und ein Draht muss, wenn der erste Draht da jetzt dann nach oben schaut, dann muss der andere nach unten schauen, dass ich die Wicklung richtig einspannen kann dann. Schauen wir mal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, die Hilfswicklung weg. Und so, dass der Draht wieder nach oben schaut. Schauen wir, wie ich das hinbringe ungefähr. 1, 2, 3, 4, 5. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Windungen. Das probieren wir jetzt einmal. So, dann haben wir uns da das Deck her. Dann machen wir da das Deck hin. Legen wir uns die Wicklung so, wie sie ungefähr kehrt, hin. Natürlich ist es immer vom Vorteil,
vorher die Schrauben zu lockern. Aha, also es sind sehr kleine Schrauben. Da brauche ich jetzt wirklich mal so ein Werkzeug da, da brauche ich aber wirklich sowas da, weil der wo bei die Selbstwickler passt und gut greift, der greift da nicht mehr. Schauen wir nochmal. Da brauche ich wirklich ein ganz kleines Exemplari. Ja, der passt, aber ja, schon. Schrauben sehen gut aus, halten auch gut. Legen wir uns hier mal eine rein, wickeln wir den Draht einmal rundum und die fixieren wir gleich mal ungefähr. Kann man so sehen, ja. Ein bisschen fixieren. Dann wird es ein bisschen schon leichter und dann können wir den auch noch ein bisschen anspannen hier. Momento. Ups. So. Aber man kann die ganze Nummer ein bisschen weiter runter auch tun. Man muss halt nur schauen, dass man nicht am Deck aufliegt mit dem Draht und einen Kurzschluss verursacht. So hauen wir mal Box auf. Ja. Okay, also der hat jetzt 2,3 Ohm, ist schon ein bisschen hoch. Schauen wir mal, glühen tut er auch. Sogar relativ schön. Also 4 Windungen, dann wird man wahrscheinlich bei 1,8 oder so gelandet oder 1,7 wäre mir jetzt lieber. Jetzt zeigt er sogar 2,4 an. Ja, okay. Ist jetzt aber nicht das Problem, weil ich habe ja die Akkuträger, dass ich doch ein bisschen Leistung drauf geben kann. Die 5 Watt, die 5 Volt, was er jetzt da braucht. Also bei 11 Watt zum Beispiel braucht er 5 Volt. Na schauen wir, jetzt kommt nämlich das Interessante. Ja? Wie viel Watt braucht der Mann? Das ist das. Das ist jetzt für mich auch Premiere. Aber das sehen wir dann eh gleich, ob es sifft oder kuckelt oder ob es geht. So, und ich habe ja jetzt von der Messe so ein Probepäckchen, das hat mein guter Freund geschickt. Danke Kai nochmal auf diesem Weg. Die Mucci, oder wie heißt das? Die Muschi oder Mucci? Weiß das überhaupt jemand? Oh, lecker, was ist denn das? Also das schaut schon, seid mir nicht böse, ja, seid mir wirklich nicht böse, aber das ist ja leicht abartig. Da. Wie schaut denn das aus? Also das erinnert mich ganz stark an etwas. Also ich weiß nicht. Da stimmt doch was nicht, das ist doch quasi. Nee, nee, nee. Das ist, also, das ist die Mucci-Warte. Seid mir nicht böse. Nein, Entschuldigung. Wenn ich die jetzt da habe, jetzt einen Teil runter da, das einmal ganz, das ist ein, nein. Na gut, stinken tut es mir nicht, aber das ist, also für sowas noch so viel Geld ausgeben, ich weiß nicht, was da gut sein soll an der. Kann mir jetzt nicht vorstellen, aber das muss ja jeder selber wissen. Aber das da, das lässt mir jetzt keine Ruhe nicht. Was soll denn jetzt da toll sein? Schaut aus, als wird 10 Binden übereinander gelegt. Da irgend so ein Ding drauf. Was ist denn das? Das kannst du schon überhaupt nicht hernehmen, das da. Was ist denn das? Also Entschuldigung. Nein, das hat mit Watte nichts zu tun. Wahrscheinlich ist es kein Original nicht. Irgendein Klon. Ein Mucci-Klon wird das sein, deswegen, jetzt haben wir es. Aber warum soll ich auch was kaufen, was besser ist, wenn das andere eh schon jahrelang gut ist? Hm? Oder sich bewährt hat und jeder weiß, was eine Watte ist und der eine steht auf die Watte und der andere auf die, ist ja okay. Aber nur weil da ein paar meinen, das ist jetzt, das muss ich haben, genau wie mit dem Draht und dann steht sie aus, dass er ganz normaler ist und nur teuer verkauft wird. Also, Leute, glaubt doch nicht immer alles, was einer sagt. So, jetzt gehe ich sogar mal mit der Zange an die da an. So, jetzt schauen wir mal. Ich finde die Warte okay, ich kann gut arbeiten, das macht mir Spaß, damit da brauche ich nichts anderes. Aber die.
Na, was meinst du jetzt? Wie viel Watt wir in den reinbauen müssen? Schauen wir mal, soll ich da gerade das da herlegen? Soll ich unten noch ein bisschen was lassen? Also, so weit oder soll ich es noch weiter wieder? Ist jetzt eh egal. Sprit drauf, dass wir es noch ein bisschen verformen können. Schaue ich nochmal, dass ich das da reinbringe. Also locker und leicht einlegen. Und deswegen glaube ich, ist es nicht schlecht, wenn man bei dem Durchmesser von den Kanälen bei der Wicklung auch bleibt, weil man dann ungefähr den Durchmesser, in dem Fall von der Watte, auch da herbringt. Wenn ich jetzt da das Gwint drauf mache, also der Deckel, dann wird die nicht gepresst, aber sie füllt dann das schön aus. Jetzt kommt wieder das schlechte Gewinde. So. Und so stellen wir das jetzt auch vor. Und ich glaube, das müsste so funktionieren. Hier drüben da also, ne? Ich würde sagen, ich befülle jetzt den einmal. Die Füllmenge weiß ich für gar nicht. Es ist auch keine Bedienungsanleitung dabei. Hey, okay, also dann sehen wir uns und dann sage ich euch noch mehr zu der Füllmenge. Und dann schauen wir, ob das funktioniert, was ich gemacht habe, oder ob es sifft oder kuckelt oder was weiß ich. Bis gleich. So, ich finde, der macht auch auf dem Kato eine gute Figur. Passt da wunderbar rein. Kann man dann auch mit 4 Volt, 3,8 Volt auch befeuern. Hat einen sehr guten Geschmack. Also, ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Makrolontank und oben die Öffnungen, die ist anschlagslos. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Also die Wicklung hat so funktioniert, 2,3 Ohm, das ist ein bisschen viel. Ihr könnt natürlich eine Wicklung machen, wie ihr es wollt, das ist ganz klar, aber warum nicht? In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.